Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Aber uns mitlost ist die froh. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Naja, die kann sich ja gern in der Grave stürzen, das ist mir ziemlich egal. Wenn sie denkt, ich hätte ihr Lebensweg ruiniert, kann sie das sehr gern machen, aber ich würde ganz gern leben. Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Natürlich. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Ja, toll. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Okay. Das ist halt ein Salat. Warum machen wir das? Da wasche ich lieber mein Benutze Popo. das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich Jo. muss mich umsehen. Das ist nicht schlecht. Ich liebe diese Munition. Zack. Zack. Sehr schön. Und... Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Bringst Oder die Familie bin Rangers nicht wird dein gemeinsam fallen. So. Okay, jetzt hat sie noch ihre eigene Tochter diffamiert. Sehr Der schön. hier ist alleine und ängstlich gestorben. Das wird dir auch passieren, wenn du uns im Weg stehst. Die finde ich jetzt schon gut. Die gefällt mir jetzt schon, die Clay. Entriegelung der Andock-Vorrichtung ja gleich, aber erstmal mein Geschenkeissammler. 250 Adam, alter Falter. Du war aber jemand sehr dankbar. Okay, da holen wir Gesundheits- und Eve-Upgrade auf jeden Fall. Was haben wir dann da noch? Scharfer Beobachter 2. Das können wir uns auf jeden Fall holen und können dort für Desto ersetzen. Quick Hack. Das Hacken hat weniger Stufen. Eve schon nach Kurzschluss. Einige Hacker. Ah, das ist natürlich gut. Bohrerkraft 2. Den Hammer 8. Bohrerkraft. Ja, sehr schön. Dann könnten wir noch hier noch was gucken. Bei der Plasmide. Aufladen und Splicer rekrutieren. Ja, das ist Quatsch. Fallen, das benutze ich auch nie, sowas. Insekten. Nee, das ist Quark eigentlich. Das ist alles Quark, was man hier noch holen kann. Da hole ich mal noch ein paar Gentonika-Slots. So, da haben wir nämlich nur alles voll gemacht. Okay. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Scout. Nee, scheiße. Was bringt der nächste Moment? Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Situation, bevor Sie handeln. Verblüffen Sie den Gegner mit einer Plasmid-Überraschung. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Scout. Ansonsten könnten wir uns auch ein paar normale Tonika holen. Bohrerschleicher. Nee, Elektrohaut. Nee. Irgendwie reizt mich hier gar nichts. Okay, das vielleicht noch. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Können wir hier Shorten Alarms wegmachen. Eve-Experte, wenn du getroffen wirst, gibt es einen elektrischen Schlag. Ja, okay. Das ist vielleicht noch nicht schlecht. Machen wir für das doch weg. Okay. Okay, so. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. So. Ups. Ah, ist glücklicherweise nur Eleanor. Die bleibt uns erhalten. Das ist schon mal sehr gut. So. Dann haben wir noch Kruscht. Bohrertreibstoff. Okay, das geht noch nicht. Ballastbehältnis ist gefüllt. Reservoir muss vor dem Ablegen entleert werden. Elite Brute Splicer. Alter. Warum auch nicht? So, dann gehen wir nochmal der eigentliche Weg weiter. Das ist mal etwas zu wenig drin an Kugeln. Ich liebe aber diese Flint-Munition. Die ist richtig geil. Eine Leiche. Versandröhre. Und Little Sisters gibt's in dem Level auch nicht. Okay. Also wenigstens kein Adam gesammelt mehr. Mann, die sieht echt cool aus, die Big Sister. Wobei die vollgepanzerte, gegen die ich gekämpft habe, noch cooler aussehen. Hier glitzert's irgendwo. Kann ich von du aus durch die Hecke oder so, ja. Moment, da brauche ich wahrscheinlich... wo haben wir es dann? Unser schönes Plasmid. Elektrobolt. Du kannst die Tür hacken, Vater. Ja, okay. Versuch's. Das wäre das nächste gewesen, was ich gemacht hätte. Sehr schön. Gut. Hätte ja aber auch sein können, dass ich hier Elektrobolt drauf schießen muss. Von daher lieber mal das als Munition verschwende. Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Wir arbeiten dran, Ellie. Kein Thema. Boah, ich liebe so alte Kameras. Die sind echt geil. Lamp knows the way. Ja, die führt uns direkt in den Graber. Das ist doch toll, oder? Das ist doch sehr wünschenswert. Ein bisschen Bohrertreibstoff ist nie verkehrt. Da geht's... Ach, irgendwo hier. Okay. Wahrscheinlich wieder zurück. Irgendwo glitzert es wieder ganz gewaltig. Hier. Starte Aufnahmesequenz. Oh, oh. Ja, okay, das sieht man noch Gefängnis aus hier. Kennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Oh, oh. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Oh, Und oh, er oh. hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Hol dir Sinclair Schlüssel, okay. Sieht wohl so aus, als würden wir jetzt kämpfen, alter Knabe. Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben auszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Tut mir leid. Ja, sorry. Da müssen wir die Schmierlappe aber wenigstens nicht mit an die Oberfläche nehmen. Immerhin das. Aber schade, eigentlich wäre er auf unserer Seite gewesen. Naja. Kann man nichts machen. Ich finde es jetzt nicht sehr traurig um den Typ, muss ich sagen. Das ist so ein typischer Aasgeier. Von daher, naja, wenn man an den Schlüssel nur so dran kommt, dann muss das halt so sein. Ah, toll. Eleanor, ich brauch dich. Wir stehen auf derselben Seite. Der gehört mir. Okay. Ah, da ist der. Mistkerl. So, wo ist denn diese blöde Kamera? So. Das machen wir mal schnell fort. Scheiße. Machen wir.
Gewitter erleidet. Dann nimm mal der Auto-Hack-Pfeil, wenn ich das nämlich gebacken krieg. So. Gut, dann klauen wir uns nochmal schnell, was wir hier brauchen können. So, unser Portemonnaie ist anscheinend auch schon voll. Na, klasse. Okay. Das Ding arbeitet jetzt auch für uns. Was gibt's dann Leckeres? Lecker, ein bisschen Schimmelbrei und Gammelfleisch. Finde ich gut. Schmeckt bestimmt hervorragend. Reizend. Tiefste Verzweiflung. Das passt gerade sehr gut. Hier unten herrscht tiefste Verzweiflung. Wir sind völlig von der Außenwelt isoliert, hängen über einem Abgrund, ohne Hoffnung, jemals freizukommen. Und was wirft man uns vor? Ist in Ryans großartigem Rapture kein Platz für abweichende Meinungen? Nö. Ich hoffe, dieser ganze Laden hier fliegt ihm irgendwann um die Ohren. Das könnte eher passieren, als du glaubst, mein lieber Sträfling oder wer immer du warst. Ja, im Zirkus der Werte kaufe ich erstmal hier was ein. Do, ein bisschen was ist nie verkehrt. Flintkugel kann man immer gebrauchen. Wundert mich, dass man sowas im Knast verkauft, aber warum nicht? Verkaufe ein bisschen Munition an Knastbrüder. Ein Houdini-Splicer. Der war wahrscheinlich mal ursprünglich hier der Kantinekoch oder so eine Aushilfe. Hier wahrscheinlich so ein Tellerwäscher. Ah ja. Es ist nur Eleanor. Gammelbrei, Gammelbrei, weiße Farb. Hier noch. The People's Child is coming. Ja, allerdings. Aber nicht so, wie ihr denkt. Zeig ja, was hier los ist. Affekopf. Na, ich lasse mal. Ich lasse mal ein bisschen werkeln. Okay, das arme Kätzel. Wer ist jetzt dran? Sie macht gut die Arbeit und ist ziemlich groß, auch muss ich sagen. Aber sie leistet sehr gut die Arbeit. Muss ich gestehen. Das ist ein Plasmid, was sich definitiv gelohnt hat. So. Oh, nett. Kuschelig sieht's hier aus. So. Eleanor, ich weiß, du kannst mich hören. Wer ist dann Ich das? bin jetzt in Sinclairs U-Boot. Delta kann mich hier nicht erreichen. Du schon? Du musst nicht mit ihm sterben. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Alter. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich. Oh ja. Ah ja, Mutter testet mich. Ein letztes Spiel. Zum Glück bin ich mittlerweile eine absolute Expertin darin, ihre Regeln zu brechen. Ich habe meine Wahl getroffen, Vater. Und wenn es sein muss, werde ich dafür sterben. Cool. Dann danke. Ja, wie sieht's dann mit dir aus? Kämpfst du oder bist du einfach nur hässlich und heulst? Naja. Dann sei halt hässlich und heul weiter. Und du? Ich dachte, das... Okay, du kämpfst. Gut. Wieder so ein Bleikopf-Splitzer. Oh, da ist er wieder, der Sinclair. Als Alpha-Serie. So. Ja, das haben wir eigentlich relativ schnell mit euch Knabe hier. Wir nehmen uns aber schon ein bisschen Zeit dafür, also. Das muss schon sein, finde ich. Oh, nett. Hey, wer schmeißt hier mit Grenade? Na du, blöder Hund. So. Zu der Dusche geht's ja auch noch. Nett. Oh ja. Der wiegt sich hier nur noch in Embryonalstellung. Na gut, ich lass dich mal deinem Elend. Ich glaube, da muss ich nicht noch großartig nachhelfen bei so einer Jammergestalt. Naja, wenn er uns nicht angreift, ist in Ordnung. Besiege Sinclair. Junge, es tut mir leid.
Ich habe dich hier drin eingesperrt. Lamb lässt mich nach ihrer verdammten Pfeife tanzen. Okay, kannst gleich weiter erzählen. Ich höre dir ganz interessiert zu. So. Ich kann nicht anders. Ja, du kannst halt anders, das ist Du schon klar. musst hier rein und musst mich erledigen. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber lieber sterbe ich als Mensch, als so du weiter aber. zu leben. Naja, herzlichen Dank, ich lebe schon die ganze er Zeit hat so. recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst. Oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir können Sinclair nicht mehr retten. Wir brauchen... Wartungstunnel. Ja, ich erinnere mich. Gleich. Der könnte dich nah genug ranbringen, um mich rauszulocken. Versuch's, Junge. Beeil dich. Okay. Finde den Wartungstunnel. Na gut. Aber er hat ja selber gesagt, er will eigentlich lieber sterben, als so sei. Ich nehme das mal jetzt nicht als Beleidigung, weil ich halt die ganze Zeit so bin, aber okay. Okay, irgendein Vollidiot ist in mein Ding reingerannt. Die letzten 2 Ziffern. Connor. Ich habe heute einen kurzen Blick erhascht, wie der Direktor den Code zum Turm eingegeben hat. Aha. Die letzten 2 Ziffern waren 7 und 3. Den Rest habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht kriege ich es durch Versuch und Irrtum raus. Schätze, das kann dauern. Letzte 2 Ziffern sind Ziffer und 3. Okay. Junge, ich habe diesen Laden hier gebaut. Und ich habe dich für diese Plasmidversuche an Fontaine vermietet. Und jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Nimm das Rettungs-U-Boot. Es gehört dir. Aber lass mich nicht so zurück. Okay. Das bin ich dir, glaube ich, schon Das ist schuldig. der halbe Code für den Wachturm, nehme ich an. Sieh zu, ob du den Rest rausbekommst. Okay, ich denke, ich bin es mir schon schuldig, dass ich ihn erlöse. Also, so viel soll ich im Zug stehen, finde ich. Er war ja schon hilfreich uns gegenüber. Er hat uns geholfen, wo er konnte. Von daher bin ich es ihm schuldig, dass ich ihn erlöse. Also, so sehe ich das zumindest. Oh, nett, da hängt einer. Ja, wenn ich so aussehe, hätte ich mich wahrscheinlich auch aufhänge. Aber, ja. Es wird Zeit, Schluss zu machen. Ich habe Monate ausgehalten in der Hoffnung, ich würde meine Familie wiedersehen, aber anscheinend ist dieser Strick der einzige Weg in die Freiheit. So hat er mal ausgesehen. Bestimmt Nett. hat Ryan den Buchladen geschlossen und keiner weiß, wo Gloria und Billy leben müssen. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Schlafen kann ich auch nicht wegen des permanenten Lichtscheins, der durch die Fenster dringt. Irgendwelche Dinger da draußen beobachten uns. Vielleicht darf ich jetzt schlafen. Ach, ein schöner Strick, der wie Peitsche knallt. Du hast den Code. Hab ich? Ich habe das jetzt aber nicht gehört. Gesammelte Tonika. Elementarschwamm. Okay. Na gut. Mal Eve linken. Mal Gott sei Dank, Junge. Und jetzt, mach schnell, bitte. Vielleicht habe ich auch zu sehr auf andere Sachen geachtet gerade, aber die erste 2 habe ich jetzt leider nicht mitgekriegt. Die Zahler, aber vielleicht wird es so nebendran immer stehen. Schauen wir mal. So. Der freie Wille, Delta. Eleanors Geschenk an dich. Ach, wenn die mal ihr Schlappschnut Mit halte jeder freien kennt. Entscheidung hast du sie deinem Ebenbild ähnlicher gemacht. Eine solche Wahl hat Sinclair nicht. Wenn die mal ihr Gosch Und halte doch kennt, die dient er Kuh. der Welt unbeirrbar. Er ist jetzt der bessere Mensch. Ah. Wenn die mal die Schnauze halten können, diese Kuh, die macht's immer nur schlimmer für sich. 7 und 3. So. Sinclair verändert seinen Standort, Vater. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Okay, Eleanor. Ja, sorry. Okay, wenigstens verbrennt er mal nicht. Auf derselben Seite. Das machen wir zusammen. Das machen wir zusammen, Eleanor. So. So. Und elektrischer Stuhl für dich. So. Man sieht sich, Junge.
Gern geschehen. So. Vater, ich fürchte, die Schließung aufzuheben bedeutet auch, dass alle Gefangenen freikommen. Bitte richte dich darauf ein, bevor du den Schlüssel an dem Hauptschalter benutzt. Ja, schon dabei, Clenny. Schon dabei. Da machen wir noch... Tja. Ich weiß ja nicht, was ich da noch nehmen soll. Ich glaube, ich verbessere das MG noch bis zum Schluss. So. Da ist nämlich als mal was Nützliches dabei, wie panzerbrechende Munition und Anti-Personen-Munition. Das macht schon ordentlich Schade. So, da kann ich nichts aufnehmen. Da haben wir noch einen Kaffee und eine Eve-Spritze. Da noch ein paar kühle Dollar auf dem Tisch und ein bisschen was zu schmausen. Ja, da kommen jetzt wahrscheinlich die ganzen Freaks raus. Aber so ist es halt. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Aber ich jetzt sage, das machen wir natürlich morgen, ihr liebe Leute, weil ich jetzt hier meinen Cut setze. Und wir sehen uns mal wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig, wo wir dann die Türsteuerung hier außer Kraft setzen werden. Also machen's gut und bis morgen dann zum Gefängnisausbruch. Iron Yankee.